Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig und extra noch eine Episode Arc hängt, obwohl ich eigentlich mit der letzten schon der heutige Aufnahmesession beenden wollte. Aber so what, weiter geht's. Professor Toto, gibt es tatsächlich die Möglichkeit, mein menschliches Aussehen wieder zu erlangen? Bei einer Verwünschung kann normalerweise nur die Person, die die Verwünschung ausgesprochen hat, das wieder aufheben. Also geht's wohl nicht. Aber ich erinnere mich, in antike Schriften über Methode gelesen zu haben, andersweitige Verwünschungen rückgängig zu machen. Was wäre dann die? Nun, ich weiß nicht so recht, ob man der Aussage von ihrer Quelle vertrauen darf. Verstehe, es könnte mein Tod bedeuten. Oh nee, es ist eine Mischung aus 3 verschiedenen Medizinen, die dann direkt auf den Körper gegossen wird. Wenn es nicht umbringt, ist mir alles recht. Ein bisschen mehr Respekt vor meiner Person, wenn ich bitten darf. Hoppla. Das war ja nicht, das war ja Professor Toto, war es ja nicht, deswegen ein bisschen mehr Respekt vor meiner Person, wenn ich bitte darf. Was sind denn das für 3 Mediziner? Es wäre die Wundermedizin, die herrliche Medizin und die verdächtige Medizin, die im Verhältnis von 5:2 zu 3 vermischt werden müssen. Oho, Methode, die früher die alte Alchemisten angewandt hätten. Alle 3 Medizinsäure sollten nicht sonderlich schwer zu finden sein. Genau das macht mich stutzig. Die Tatsache, dass sie so leicht zu finden sind. Ich glaube, die Wundermedizin hat Zinner irgendwo. Ich werde mich aufmachen, Honoria Sora. Ich verlasse mich auf dich. Gut, dann haben wir noch das geht nicht. Hossa, hossa. Hoppala. Jo, in der Höhe arbeitet es gefährlich. Yep. Die bauen auch ihr Hauptquartier wieder auf. 10er erreicht man nochmal der Hammer und so. Ja, der Hammer. Warte mal kurz. Ich gehe ins Surazefix. Und was ist das da in deiner Hand und so? Das ist Zefix. Das ist mein Hammer. Den gebe ich dir nicht, Zefix. Soll das ein Witz sein oder so? Na, das ist mal ernst, Zefix. Mein Hammer gebe ich dir nicht, Zefix. Ist ja schon gut. Dann bringen wir irgendetwas, womit ich die Nägel reinschlagen kann und so. Gut, Zefix. Gut. Allah hopp. Dann gehen wir doch mal dort hier. Und genau. Nicht Erdgeschoss. Wir müssen von da aus nämlich dann die Lufttaxe wieder nehmen. So. Südele. Komm schon. Und genau, da geht's zur Lufttaxe. Und dann geht's erstmal zum Theaterviertel. Ah, nee, kann ich da einfach so rein? Nee. Ah doch, tatsächlich. So, babam. Zum Theaterviertel, genau. Gut. Also jetzt ist derzeit der ganze Kontinent des Nebels ziemlich hinüber. Jede Stadt hat Krieg abkriegt und jede Stadt ist irgendwie kaputt gemacht worden. Der Puto, ist das etwa nett? Ja, das ist er. Hey du. Hm? Du hast recht, er ist es. Oh, wenn es nur das Pärchen von Dummels aus Burmetia ist. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Ja, aber das war doch selbstverständlich. Freut mich, dass es deinem Mann auch wieder besser geht. Ja, danke nochmal. Uns ist dann auch glücklicherweise irgendwie gelungen, bis noch Lindblumen zu schaffen. Viele aus Burmetia sind hierher noch Lindblumen geflohen. So war das also. Wirklich eine schlimme Sache damals. Es wieder wettmachen. Oh. Freya. Ihr seid also wohl auf. Und wie ich sehe, ach. Boah, die Musik finde ich ach sehr cool. Ja, wir haben uns irgendwie noch Lindblumen durchgeschlagen.
Aber die meisten haben nicht so viel Glück gehabt. Dan zum Beispiel. Möge in Friede, Ruhe. Aber solange wir leben, besteht noch Hoffnung. Was habt ihr jetzt vor, Freya? Ich werde mit sie dann unter anderem den Kutscher verfolgen. Wie steht's mit euch? Wir werden alle zusammenrufen, um Bormetia wieder aufzubauen. In Lindblum haben viele von uns einen Zufluchtsort gefunden, aber auch in anderen Regionen hat sie verschlagen. Wir wollten auch um eure Hilfe bitten, aber... Ich verstehe. Sobald der Wahnsinn ein Ende hat, werde ich wieder nach Bormetia zurückkehren. Verzeiht, aber bis dahin müsst ihr es allein schaffen. Jawohl, wir werden alles tun, was in unserer Macht steht. Auf dass wir euch bei eurer Rückkehr stolzes Bormetia präsentieren können, Freya. Ich stehe in eurer Schuld. Wäre doch jetzt noch Fredley hier. Naja. Ach ja, das ist etwas, was du unbedingt sehen musst. Ja, stimmt. War ja ein Versprecher. Hey, komm mal kurz alle her. Okay. Woho. Das sind unsere Kinder. 5 kleine Ratter. Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass du so schon hier in Lindblum zu Gesicht kriegst. Was ist denn hier, Papa? Das ist der nette Bub, von dem ich euch erzählt habe, der Lebensretter von Mama und Papa, wissen ihr? Oh so, was genau ist so ein Lebensretter? Der wichtigste Freund, der man haben kann. Toll! Du bist der wichtigste Freund von Mami und Papi, boah! Mach doch gern Käufer. An einem Tag möchten wir wieder heimkehren, nach Bormetia. Wir versuchen gerade alle Flüchtlinge von überall her zusammenzutrommeln, um langsam mal wieder die Wiederaufbaupläne für Bormetia zu besprechen. Um alles wieder aufzubauen, wird sicherlich noch... Oh, hoppla, das spricht wieder der Typ. Um alles wieder aufzubauen, wird sicherlich noch ein paar Jahre in Anspruch nehmen, aber ich denke, wir werden fertig, noch bevor die kleinen Racker hier erwachsen sind. Mami, können wir wieder spielen gehen? Ja klar, doch sicher, aber geht nicht so weit weg, ja? Die Kinder sind Bormetias neue Hoffnung. Wenn Bormetia wieder steht, dann besuch uns doch mal. Du bist jederzeit willkommen. Falls du mal wieder oh Gott. So, besser. Falls du mal wieder irgendetwas brauchen sollst, du kannst mit jedem Problem zu uns kommen. Dankeschön, ich werde darauf zurückkommen. Ihr habt denn zufällig irgend so Medizin? Ja, genau. Okay. Leider wissen die nichts. Hätte ja sein können. Hier steckt ihr also alle. Du bist das sie dann. Du bist also schon wieder auf der Bär und so. Bist wieder gesund, so fix. Schön, dich wieder putzmunter zu sehen. Yep. Dankeschön, Leid. Ach ja, hast du Blank schon getroffen und so? Ja, gerade vorhin im Schloss. Sieh an, was hast du am Herzen? Bist sicher nicht zu ratschen. Was? Zum Ratschen kämmer zu fix. Naja, eigentlich hätte ich doch kleine Bitte. Du hast da Wundermedizin, oder? Hobby, zu fix. Mensch, du bockst mir die mal kurz. Ach, kein Problem nicht. Warte mal kurz. Machst du dich uns dann wieder Arschließe und so? Ich überleg's mir, wenn sich alles wieder einigermaßen beruhigt hat. Ohne dich ist es nicht dasselbe. Yep. Ja, Zifix. Wundermedizin. Wozu brauchst du eine Medizin, Zifix? Um der Herzog wieder in einen Mensch zu verwandeln. Danke. Ja, ich weiß ja nicht, ob die der Herzog schon gesehen haben, aber naja. Das ganzes Ratterudel hier. Ja, das ist wieder so eine Sache bei Final Fantasy IX, die ich etwas skurril finde. Oh, hier ist das. Mit der ganzen Tiermenschen. So, dann gehen wir noch ins Einkaufsviertel. Und schau mal noch, wie es so aussieht. Ich persönlich bin ja nicht so ein Freund von solchen Tiermenschen, ganz ehrlich. So. Ich meine, Werwölfe ist ja in Ordnung, aber solche Tiermenschen wie hier in Final Fantasy IX, da bin ich einfach nicht so der Fan davon, bin ich ganz ehrlich. Deswegen erstaunt es mich umso mehr, dass trotz dem Fakt, dass hier so viele Tiermenschen rumlaufen, dass Final Fantasy IX eigentlich doch eher dass Final Fantasy IX mein Lieblingsstil ist. Sagittarius erhalten. Ach Gott, wie hochwohl geboren. Was ist dann das? Sagittarius.
Das klingt irgendwie Olver. So, gucken wir da mal. Könnte Waffe sein, oder? Hm. Hier sehe ich mal nix. Augerstock? Nö. Keine Ahnung, was das wieder sein soll. Nee. Was wird... Ah, da ist es doch. Sagittarius. Ah, eine kalte Meeresbrise wehte dem Sagittarius gegen die linke Wange und seine Suche nach Virgo scheint kein Ende zu nehmen. Erzählung der Stellapsia. Okay, da haben wir jetzt diese Dinger. Eins der in 4 aufgeteilten Schatzkristalle. Auf dem Anhänger ist das rechtmäßige Emblem des Königreichs Alexandria zu erkennen. Das war die Silberkette. Memoirenring. Eins der in 4 aufgeteilten Schatzkristalle. Für Aiko ein wertvolles Andenken. Zu Schut Andrias. Schriften einer alten was? Egal. Drachenkraller. Das ist dann von Lindblum. Eins der in 4 aufgeteilten Schatzkristalle. Diese magische Kraft des Steins ist noch stärker als die eines Drachen. Sternpriester Oberta. Wüstenstern. Das ist dann das aus Clara. Eins der in 4 aufgeteilten Schatzkristalle. O heiliger Wüstenwind, geleite die verlorenen Seelen in den Himmel. Gebet Claras. Wundermedizin. Ein Seufzer des Flüsterkrauts, ein Licht der Finsternis, ein Antidot. Jetzt sprich aus, den Zaubervers. Überlieferung der Matoya. Okay. Gut, dann haben wir doch noch eine Stellar. Ups. Ich wollte keinen Smalltalk, Entschuldigung, aber... nee, ich will gar nichts hier, komm. Ich will nicht mit dir sprechen, Opa. So, dann gehen wir hier nochmal raus. Und... Ah, die 2 Truhen sind auch wieder gefüllt. Ich raub dich immer aus, wenn ich Gelegenheit habe. Ja. Kartesammler-Gedöns will ich nicht. Ich will dich nur wieder ausrauben. Elixier hast du das mal. Und... ein Allheilmittel. Danke, Nasenmann. So. Geh fort. Seiner Spitznass. Gut. Das wäre dann das. Dann können wir ja nochmal ins Einkaufsviertel direkt gehen. Gucke, was ich doof finde. So. Sieht dann so aus. Okay, die weiß auch nichts da drüber. Und der da? Dagobert. Okay, Alice soll ich froher. Ist das Alice? Ah, die Herrlichmedizin hätte ich im Sortiment. Moment bitte. Dann brauche ich, glaube ich, nur noch... ja. Muss hier irgendwo sein. Ah, da ist er ja. Ist zwar ein bisschen verstaubtes Fläschel, aber wenn du sie willst, schenke ich sie dir. Die wird sowieso niemand mehr kaufen wollen. Okay, dankeschön. Okay, die Knabe kann man hier auch nicht frohen. Da komme ich dann rein. Wie sieht es dann bei der Schmiede aus? Ah, die kann ich auch noch Medizin frohen. Okay, ja, wer hat noch nie Medizin zum Schmiede verwendet? Wer hätte es gedacht? Okay, dann hätten wir die Dinger. Gerade nochmal gucken. Herrliche Medizin, Wundermedizin. Reinheit des Wassers, Spiegel der Illusion, Blüte des Lichts, bei Vollmond, spricht den Zaubervers. Überlieferung der Matoya. Okay. Okidoki. Dann fehlt jetzt nur noch Medizin. Skurrilerweise wird die wahrscheinlich auch im Schloss sein, ne? Zwinker, zwinker. Man kennt das ja. 3 Gebiete in Lindblum und genau 3 Sachen an Medizin brauche ich. Okay. Okay, raus komme ich sowieso gerade nicht. Das heißt, mein Weg führt mich jetzt wieder ins Schloss. So. Na, komm schon. Zum Schloss Lindblum. Gut. Ach ja. Aber wenn man das eigentliche Sitzungen macht, merke ich echt schon, dass man die Texte nur noch schwerer liest. Und ich verhaspel mich auch häufiger. Je länger ich die Episode mache, das ist jetzt schon die 9. Episode heute am Tag.
Und normalerweise mache ich hier so 3 bis 4, vielleicht 5er. Wenn es hochkommt, 7er. Ganz selten mal 8er, aber 9 an einem Tag habe ich bisher auch noch nicht gemacht. So. Dann sollte man vielleicht doch noch ein bisschen noch... Ja, okay, Gästezimmer und Werft. Bei der Werft könnte eventuell was sein. So, jetzt haben wir die aus, Ackermann. Ja, das Gästezimmer ist da. Ah, da hinten steht jetzt auch ein Knickkopf mir davor. Sehr schön. Vielleicht hätten sie bei der Werft hier was für uns. Ist ja auch wieder riesige Länder. So. Sieht aber nicht so aus, als ob die Leute hier Medizin hätten. Naja, ich kann ja mal fragen. Erfahrener Ingenieur. Bis zu einem gewissen Punkt schaffen wir es alle, dann sind wir aber auf den Großherzog angewiesen. Aha. Maschinenoffizier Seebold. Fertigung vom neuen Luftschiff geht voran, aber die wichtigsten Schritte kennt nur der Großherzog. Ja, das ist halt scheiße, wenn der Chefingenieur der Großherzog ist. Aber ich freue mich da echt. Ich meine, das sind alles Ingenieure, die ihr Handwerk verstehen. Warum hat sich doch keiner mal die Pläne angucken können und hat mal dahinter steigen können, was der Typ gemeint hat? Ich meine, ein fähiger Ingenieur wird das wohl auch feststellen können, oder? Jetzt bin ich etwas ratlos gerade. Ich habe echt gedacht, im Schloss findet sich dann noch etwas. Dann sprechen wir nochmal kurz mit dem Herzog. Und eventuell gehen wir auch nochmal runter ins Erdgeschoss. Vielleicht ist das auch nochmal hilfreich. Müssen wir gerade mal gucken. Gehen wir zuerst mal dort damit, weil dort damit sind wir bisher noch nie gefahren. Vielleicht findet sich beim Wasserkrachertor was. So. Okay. Gucken wir uns mal hier um. Und Chimärenreife halten. Okay. Na, immer hier. Und hier? Ah ja, der Hafer. Aber am Hafer finde ich, glaube ich, nichts mehr, ne? Nee. Nee, da ist auch nichts mehr. Okay, hätte ja sein können. Gut, ich weiß gerade nicht mehr, wo das Ding war. Eventuell muss ich doch nochmal in die Stadt rein. So. Haben wir hier noch irgendwas? Okay, die Dere sind auf jeden Fall schon mal zu. Okay. Da kommen wir nicht durch. Eventuell bei dir noch irgendwas mit Mognet und so. Für den habe ich leider nichts derzeit. Nee. Okay, in letzter Zeit ist auch nichts los. Okay, hätte ja sein können. Dann bis zum Erdgeschoss. Dann muss das halt sein. Ich überlege gerade echt ernsthaft. Gehen wir nochmal in die zweite Ebene. Wenn ich da nicht fündig werde, dann werde ich sagen, dass ich speichere. Und dass wir uns dann morgen wieder sehen. Und ich muss nochmal gucken, wo man das findet. So, eventuell hier nochmal die Leitfrohe. So. Hier ist keiner. Dann muss es im Gemach sein. Wäre ja auch zu einfach, wenn es mal wirklich funktionieren geht auf Anhieb. So. Okay, na toll. Also zu dem komme ich erst gar nicht rein, nur wenn ich alles habe. Na prima. Okay, dann muss es wohl so sein. Dann muss ich wohl wieder in die Stadt reingehen. Aber ich die Sache, das mache ich wie gesagt dann morgen. Meine graue Zelle lassen mich jetzt im Stich, nachdem ich 9 Dele aufgenommen habe. Und da starte ich dann an einem anderen Tag am besten wieder mit alter Kraft, mit neuer Kraft. Ich babbel nur noch Stoß, wie ihr es merkt. Dann starte ich am besten das Ganze mit neuer Kraft und mit neuer grauer Hirnzelle. Und dann schauen wir mal, was wir da noch hinkriegen. Aber erstmal wird gespeichert. Genau, bei dir Mock. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play
Final Fantasy 9 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.